Jetzt hallo miteinander. Ich bin gerade in Reutlingen und heute tue ich mein 9-Euro-Ticket zum ersten Mal einlösen und fahre hier von Reutlingen nach Bad Cannstatt. So, jetzt bin ich mit gewisser Verspätung in Cannstatt angekommen und habe jetzt auch mein Ziel gefunden, wo ich hin will, und zwar ich will zum Schwabenland. Ja, im Schwabenland gibt es auch nochmal ein Schwabenland. Guckt mal, ich schalte mal Kamera schön um. So, hier, das ist der Schwabenland, schwabenland.de, und da gehen wir jetzt nach und da treffen wir jetzt den Florian. Oh, hi Flo, grüß dich. Wir wegen später. Ja, freut mich auch, dass ich sie. Gut, dass du es gefunden hast. Ja, aber der Zug war ein wenig später da und Cannstatt ist ja echt interessant, aber es vorgestellt haben und das hat man auch noch ein bisschen. Aber jetzt gucken wir mal dein Laden oder Genau, dein Geschäft da, schwabenland.de. So, Dele. Oh, da geht's. Und jetzt sind wir im Schwabenland drin. Also da seht ihr, schwabenland.de, Florian, und Florian zeigt uns jetzt, was er hier für tolle Produkte hat. Und da dazu, schalte jetzt die Kamera einfach mal um, damit man das besser sieht. Da, so, jetzt guck da mal. Ich muss jetzt so einen Schwenk hier machen, eine T-Shirts, wobei das eigentlich wahrscheinlich. Wir können das da so einfliegen. Guck mal, das ist jetzt ein Muggelbatscher. Oder ich habe so ein schönes Schildle für deine Garage, wo du dann sagen kannst, wer von meiner Garage parkt, kriegt der Ranse voll. Wir haben natürlich schöne Sachen von Äffle im Pferdle und andere. Wir haben hübsche Bretzle in Hand. Oh, ist das süß. Wir haben auch was ganz Spezielles. Spätzle im Schnellformat als Spätzlesteger. Das haben wir halb bedenkt. Das weiß ich aber schon, dass du da wieder Schwab mit gut ankommst. Mit Spätzle-Strecke heißt der Schwab, der schabt seine Spätzle, wie kann man. Können wir auch. Wir haben sogar ein extra Spätzles Schabbrett, wie sich's gehört. Gewappnet für alles. Ja, also aber einige Sachen. Entschuldigung, deine T-Shirts sind mir gleich ins Auge gefallen. Was hast du da für tolle T-Shirts? Wir haben natürlich auch schöne T-Shirts für dich. Aber ich glaube, das hast eh schon eins der. Ja, in schwarz habe ich das schon. Für dich, aber. Ja, ich. Körperbetont halt. Sozusagen der Lausbuhr. Ja, das zu dir passt wahrscheinlich. Ja, da guckst du einfach mal auf der Homepage, da sind die Sachen ja alle drauf. So, jetzt gibt es ja nicht nur das Schwabenland in Bad Cannstatt, sondern es gibt ja auch bestimmt noch einiges zu sehen in Bad Cannstatt, weil du bist ein gebürtiger Bad Cannstatter. Also ich sage ja Cannstatter, weil ich bin ja Cannstatter. Die Auswärtige sagen Bad Cannstatt. Ja, da muss man mal dazu sagen, wieso heißt ja eigentlich Bad Cannstatt? Wo kommt das Bad her? Noch kein Bad? Das ist Englisch, das heißt Bad. Nein, the Bad Cannstatter. Das sind mir die Cannstatter haben das zweitgrößte Mineralwasseraufkommen Europas. Und da kann man drin baden und das kann man trinken. Da gehen wir nachher mal zum Brunnen, lasse ich die mal. Das ist ein Brunnen, das hat nichts mit dem Neckar zum Tor. Nein, das gibt Mineralwasser. Da kann man nachher zum Brunnen. Und wisst ihr, was ganz wichtig ist, da muss jetzt nochmal schön Kamera wirklich jetzt nochmal umschalten. Wisst ihr, was ganz wichtig ist? Dieser junge Mann da, ne, der ist nicht bloß Cannstatter, gebürtiger, der ist noch einer der wenigen Stuttgarter, darf ich jetzt auch nicht sagen, oder? Cannstatter sind da ein bisschen was dagegen, aber es gehört halt auch dazu. Aber ich sage jetzt mal halt allgemein, das ist einer der weniger Stuttgarter, der wirklich noch der schwäbischen Sprache mächtig ist. Der schwätzt ja richtig schönbreit Schwäbisch. Ja, das finde ich hier unten kaum noch. Native Speaker sozusagen. Absolutely. Das war jetzt aber Englisch. So, und jetzt vom Schwabenland gehen wir raus nach Cannstatt, das Bad, zeigst du mir noch. Und dann bin ich gespannt auf das Städtle. Bis gleich. So, und jetzt sind wir in der Fußgängerzone von Cannstatt und jetzt machen wir unsere Stadttour und zwar in die Richtung, hat der Florian vorgeschlagen. Da gehen wir jetzt nach. Jetzt guck doch mal, wo der mich nachführt. Der Mannequin Piss von Cannstatt. Ja, aber jetzt pass auf, was du sagst, weil das ist das Mannequin Piss vom ehemaligen Bundespräsidenten. Das ist nämlich der Richard von Weizsäcker als Kind, der ist da Model gestanden und sein Onkel war Bildhauer und der hat diesen Brunnen erschaffen, das Erbsebrünnele in Cannstatt in der Marktstraße. Aber das schmeckt mir jetzt nicht am Wasser, oder? Das schmeckt natürlich, das ist Mineral. Das hat also probiert. Gar nicht schlecht, sondern weil es nichts kostet. Wir können loslegen. Ja, jetzt sind wir nämlich in der Kübler Gasse, eins von den Gästler in der Cannstatter Altstadt. Und zu erwähnen ist, dass du glaubst es kaum, kommst extra von der Alp hierher. Und auch hier gibt es wirklich Fastnet, natürlich nur an der Fastnet, nicht im Sommer. Und in der Kübler Gasse, da ist so ein bisschen um Gottes Willen, ja, nicht, dass man hinüber über der Hofer gefahren wird, in der Fußgängerzone. Ja. Und wenn du jetzt da nach drüber schwenkst, gleich, das sieht man nämlich das Kübler Haus. Kamera jetzt was auf Schwenk. Also das ist das Zunfthaus von der Kübler hier in Cannstatt. Ja.
Und da bist du Mitglied, oder? Ja. Du Narr, du. Das ist schon wieder von Glied. Also ein Teil der Narrenzunft. Okay. So, das sind wir ja schon wieder. Ja, natürlich. Jetzt gehen wir weiter zum Kursaal, oder? Weil da gibt es nämlich das richtige Sauerwasser. Da bin ich mal gespannt, ob dir das schmeckt. Axel, magst du Schokolade? Das sieht man doch, ja. Ja, weil Rittersport kommt nämlich aus Cannstatt ursprünglich. In dem Haus war das früher drin. Hier. Das ist in Waldeburg. Schokoladenfabrik Ritter von 1920 bis 30 Produktionsstätte. Ich habe irgendwie den Eindruck, man kann der Schokolade hier sogar noch riechen. Ja, ich glaube auch, weil ich bin auch gerade Neiter. In der frische Nougat quasi. Frische Nougat, wo? Oh, das war Hunde-Nougat. Und was ist jetzt das für ein Gebäude da hinter uns? Das ist jetzt der Kursaal. Also das war früher einfach so die Stätte, wo dann die illustren Badegäste im damals 19. Jahrhundert war so die Hauptzeit hier nach Cannstatt kamen und sich von dem Wasser haben heilen lassen. Und die sind da halt in der Trinkhalle umeinander gelaufen. Also du siehst da was anderes dahinter. Kursaal. Und haben sich da das Wasser einverleibt. Mein Opa hat ja immer gesagt, er dürfte kein Wasser trinken, weil er hätte so eine eiserne Gesundheit und wenn er das trinkt, dann hätte er Rost. Aber offenbar hat es auch heilende Wirkung, dieses Wasser. Und dieser Gestell da oben, den man da sieht. Das ist ein Cowboy, oder? Ja, genau, das ist der Cowboy von Cannstatt, der König Wilhelm I. Das war der, der das Cannstatter Volksfest erfunden hat. Oh. Ja, genau. Also so ein duschtiges Sieg, ha? Du siehst, man trinkt viel in Cannstatt. Eigentlich trinkt man ja Wein in Cannstatt, aber wenn du mich morgens besuchst, dann ist es ja schlecht, sonst hätten wir jetzt hier eine Weintour gemacht. Das können wir immer noch machen, das machen wir das nächste Mal, genau. Aber du, nachher kommen wir noch zu 2 Brunnen besuchen wir uns noch, oder? Oh ja, das machen wir jetzt, weil jetzt bin ich mal gespannt, ob dir das schmeckt. Also, jetzt gucken wir mal. Und das ist jetzt der zweite Brunnen, den wir besucht, oder sind ja 2, also die zweite Quelle, oder? Ein ganzer Haufen von Brunnen, das ist jetzt die Daimler-Quelle und die Wilhelms-Quelle, glaube ich, aber tatsächlich wahrscheinlich erzähle ich einen Quatsch. Probieren wir zuerst die Daimler-Quelle. Die Daimler-Quelle, okay. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Wow. Guck mal, da siehst du da drin, wie hier das orangene Zeugs Was hier. ist Das Rost, also das ist halt sehr mineralhaltig. Der da schmeckt besser. Bist du sicher, dass Ja. das Trinkwasser ist? Das ist angenehmer. Ja, also das ich weiß nicht, also das ist eigenartig. Ja. Salzige Wenk. Ja, das ist halt Mineralwasser. Da sind richtige Mineralstoffe drin, ein Haufen. Und das ist wie Sprudel. Da ist jetzt auch ein bisschen so Kohlensäure Das drin. schmeckt sprudelig und ein wenig salzig und also wenn ich das bei mir daheim hätte, hätte ich sagen, ich brauche dringend einen Klempner, wo mir meine Leitungen wechselt. Aber jedenfalls kostet ja nichts und der Duscht treibt es nach. Und bei uns aus dem Cannstatt kommt halt der Sprudel aus dem Hähnele, aus dem Brunnen raus. Ja, aber hoffentlich Verbote sind wieder klickend, oder? Nein, das sage ich ja. Das trinke ich wieder. Mineralwasser. Und man kann sogar im Cannstatter Mineralwasser baden, wenn man nämlich gleich hier nebenan, da vorne sieht man es, ins Cannstatter Mineralbad geht. Da kann wir uns abbringen, nein, oder? Hast du dein Badhöschen Ich nicht Bad, dabei? was mein Bikini habe ich auch dabei. Und das ist jetzt das Bad, wo man drin im Sprudel baden kann, oder wie? Ja, das Cannstatter Mineralbad. Jetzt gucken wir mal. Ja, weil der wegen Datenschutz, man kennt ja niemand, aber ihr seht, da drin ist ein Schwimmbad. Und da hast du auch schon drin badet? Da habe ich natürlich schon drin baden. Und viel getrunken? Auch. Bier, mein. Das vertiefen wir uns aber. Jetzt kommen wir zum nächsten Brunnen, nämlich der ist gleich dort hinter dem Bogen über die Schienen um. Der Brunnen Nummer 3, Quelle Nummer 3, wo du mir zeigen willst, oder? Ja, aber ich glaube, das ist sogar die gleiche Quelle wie eine von denen da drin. Aber das ist jetzt der Lautenschlagerbrunnen, weil da hockt einer drauf, der die Laute schlägt. Du siehst, wir sind ganz kreativ, was unsere Namensgebung angeht. Hier in Laute schlagen. Hey, probier jetzt mal das Wasser auch nochmal. Gern. Und wenn man das Wasser Diesmal nicht schmeckt, schmeckt das vielleicht. dann gib doch mal Kamera, dann hau ich dem Lautenschläger rein. Dann schlage ich den Lautenschläger. Ein bisschen probieren fertig. wir mal schnell. Im Ansatz schmeckt es schlechter, und im Abgang, der hätte ich auch sagen, die Leitungen soll man dringend austauschen. So, ich will ja nicht sagen, Aber ich finde, der Axel könnte auch Wassersommelier werden. aber zum Rasieren lang jetzt auch. Eine Note Aprikose.
Hose und so weiter hätte ich noch Leitlichte können, aber sonst. Da muss ich aber gut dichten wieder. Oh. Wir machen weiter. Und das da ist jetzt der dazugehörige Park zum Kursaal oder zu diesem ganzen Ja, da, Badanlage da, oder? ja, also hinten aus geht es noch ein bisschen weiter. Ach so, wenn du sehen wolltest, wo der Daimler sein erstes Auto in Betrieb gebracht hat, dass seine Werkstatt war genau hinterm Kursaal. Wenn du dann Ernsthaft? zeige dir. Ja, das gucken wir mal, oder? Okay. Jetzt haben wir nochmal eine Besonderheit in Cannstatt. Wer ist denn der Mann da hinter uns? Der Kerl da auf dem Steu. Also ich weiß, Ich kann so gut lesen ohne Brille. das ist der Gottlieb Daimler. Und was hat es mit diesem Platz hier auf sich? Der Gottlieb Daimler hat ja sozusagen, ich darf jetzt nicht sagen, das Auto mit erfunden, weil der Benz war ja, glaube ich, ein bisschen früher, aber das erste vierrädrige Auto, beim Benz war ja Dreirädle, okay, das stimmt. war auch fast zeitgleich. Das hat er hier in seiner Werkstatt hinter diesem Gedenkstein, sehen wir gleich, Da kann man es auch, oder? hat er das erste Mal auf die Straße gebracht. Okay. Hier. Umschalten. Geburtsstunde des Autos. Drehen wir uns. Hier ist schon wieder der Kerle, der Herr Daimler. Und hier hinten, das Gebäude da, ist die Werkstatt. Das war dann seine Werkstatt. Aber, hör mal auf, ey. Dann hat er das Auto ausdüftelt. Oder eigentlich den Verbrennungsmotor, den hat er dann in der Kutsche eingebaut. Oh, ich sehe gerade, da können wir sogar noch ein Bild machen von dem Modell, wie es ausgesehen hat. Aha. Schön, das alte ursprüngliche Lokal. Aha, Gottlieb Daimler Gedächtnisstätte. Der Geburtsort des Automobils. Jetzt bin ich baff. Guck mal, so hat sein erstes Auto ausgesehen. Da müssen wir mal rein, wenn es offen ist. Ja? Da muss ich unbedingt mal rein. Das ist ja echt sehenswert. Da müssen wir unbedingt mal rein. Und dann kannst du mir das anders erklären nochmal. Und das Boot da hinten? Hat auch einen Daimler-Motor drin gehabt. Oh, Gehe ich ja. mal davon aus, aber so richtig der Experte bin ich auch nicht. Cool. Hey Leute, da müsst ihr echt her. Das ist wirklich spannend. Jetzt haben wir doch der Florian wirklich tolle Sachen gezeigt da hinten. In Cannstatt, in der Stadt drin waren wir schon. Die Stadt ist wunderschön, aber das, was ein bisschen außerhalb vom Kern liegt, das ist weitaus interessanter. Aber ich muss sagen, Jetzt müssen wir noch auf der Vase. das machen wir das nächste Mal. Ich muss jetzt gar wieder dazu, ich muss ja noch geschaffen heute. Aber jetzt war wir in Lauterbrunnen. Also wie wir es vorher schon mal erzählt haben, also dass der Vase hier in Cannstatt gelandet ist, wundert mich mit seinen Volksfesten. Weil hier geht es ja nur ums Trinken. Nicht bloß ums Trinken, sondern auch ums Saufen. Und die saufen ja alles Mögliche an Wasser, probieren es selber mal. In allen Formen trinken wir das Wasser. In allen Formen. Von dem her ist gut, dass die jetzt da einen Zugewinn gekriegt haben mit dem Volksfest mit gescheitem Bier. Also apropos Bier, schöne Biergärten gibt es hier auch in Cannstatt. Guck mal da nach, wie schön das sein muss, am sommerlichen Abend hier seinem Hopfengetränk zu lauschen, wäre es falsch. Was sagen wir, ein Hopfengetränk zu genießen, ja. Nein, am Nahlaufen zum Lauschen. So, jetzt sind wir fertig mit unserer Stadtführung. Jetzt sind wir am Bahnhof. Ja. Der Florian haben wir zurückgebracht zum Bahnhof, sonst hätte ich den gar nicht mehr gefunden. Ja, wer weiß. Ich hätte ja aber auch da behalten, das wäre egal, weil man hätte noch du was man. Oh, natürlich, aber ich muss geschaffen, weißt du, nachher noch. Aber ich bin dir sehr dankbar für das, was du mir gezeigt hast. Und ich hoffe, dass ihr auch mal hierher kommt und euch diese Besonderheiten von Cannstatt anguckt. Ihr habt es nicht kennt. Ich nehme den Cannstatt besteht nur aus Wilhelma, Vase und aus dem Stadion. Dabei gibt es auch noch mich. Und es geht noch einen Bahnhof, der ist da gegenüber mit dem fahrenden Hund, hier den Bahnhof. Und hier sogar ein Fluss, wo Neckar heißt. Ja. Also ist schon was los hier. Und ja, Und wir haben Sauerwasser. Wir haben Da haben wir Sauerwasser. Das nächste Mal darfst du drin baden. Und das nächste Mal komme ich dann zu dir auf die Alp nach Retzeling. genau, Bretzingen, Benzingen oder Benzingen, wie auch immer. Und da kann ich dir auch einiges zeigen. Zum Beispiel ist der Einstein früher immer zu uns gekommen auf Besuch. Ein Stein. Da kommen ja hin auf der Alp mehr als ein Stein. Wir sind auf der Alp quasi steinreich, aber ich meine, es soll jemand anders mit Einstein. Lass dich überraschen. Ich bin gespannt. Also, Leute, wir hoffen, euch hat es genauso gefallen wie uns. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.